Und es ist mal wieder soweit. Der Fotograf kommt auf unsere Farm. Erstmal hallo Leute. Ich habe mal off-cam soweit selbst gespielt, dass wir bis zu dem Tag des Fotografen kämen. Wie ja das letzte Mal schon gesagt habe ich mir schon länger überlegt, dass ich einfach mal was off-cam mache. Klar, es waren jetzt hier nur ein paar Tage, es war ein großer Erntetag. Womit wir jetzt hier direkt einmal mit einem kleinen Erntetag reinstarten. Aber es ist halt einfach nimmer so interessant, alles on-cam zu machen. Und deswegen überlege ich mir, wie das halt eben dann generell noch in Zukunft machen soll. Ich meine, eins habe ich mir schon überlegt, damit das Ganze definitiv weniger zeitintensiv wird. Und zwar werden wir das in dieser Folge tatsächlich nur mitkriegen. Zumindest gehe ich stark davon aus. Aber doch, definitiv in dieser Folge. Denn, folgender Plan. Wir werden unsere Tiere verkaufen. Und zwar genau ab dem Moment, wenn wir von jedem Tier mindestens eine blaue Schleife haben. Und da sind wir eigentlich relativ gut dabei. Uns fehlen nur noch von Ziegen und von Schafen. Und deswegen werden wir das hoffentlich diese Folge schaffen. Ja, die genießen ja momentan besondere Pflege, ja. Also die Ziegen werden gemolken, die Schafe werden geschoren. Und somit ist es halt natürlich alles immer noch sehr zeitaufwendig, ja. Jedes Tier zu füttern, dann in den Stall zu gehen. Und ja, es ist halt einfach nicht das Wahre. Aber ich habe ja schon immer deutlich gemacht, dass es einfach... Es bringt es einfach nicht, die Ställe großartig zu befüllen, sondern eher die Felder zu bewirtschaften, weshalb wir dann auch wirklich nur noch das machen. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mein Herz ein bisschen. Meine Stimme ist gerade nicht die allerbeste. Bin ein bisschen angeschlagen. Nur ganz leicht. Aber mysteriöserweise, als ich heute heimgekommen bin, habe ich dann plötzlich angefangen, ein bisschen zu husten. Und das ist nicht schön. Deswegen haben wir gedacht, okay, schnell, mach jetzt noch die Aufnahme, damit das alles im Kasten ist und ich nicht vorher noch meine Stimme verliere. Das wäre scheiße, und zwar richtig scheiße. Die Folge muss am Samstag rauskommen. Und wenn ich jetzt meine Stimme verlieren darf die nächsten Tage, dann war's das. War ich gerade eigentlich bei den Tieren schon? Nein. Mann, es ist immer das gleiche jetzt. Tier Nummer 1. Und das müssen wir eben 5-mal machen. Plus die 2 Zusatzbehandlungen von Ziege und Schaf. Habe ich vorher schon erwähnt, dass ich mich über euer Feedback freuen darf? Weil das teile ich nämlich wirklich sehr gern. So. Dann kriegen wir jetzt erstmal wieder ein paar XP. Oh, 500? Oder so? Waren es 500? Habe ich doch gerade richtig gesehen. Das ist massig. Wir gehen in den Trophäenraum. Ja. Da ist sie, die Sommerausgabe. Jetzt fehlt uns nur noch die Herbstausgabe und dann kriegen wir die große Jahrestrophäe. Wir werden in dieser Folge definitiv nur 3 Trophäen holen. Zumindest hoffe ich das. Na, es kann knapp werden. Es kann knapp werden, weil Ziege und Schaf, die wollen irgendwie nicht so richtig. Aber die kriegen wir schon noch dazu. Wisst ihr, ich überlege ja natürlich immer wieder über zukünftige Projekte auf diesem Kanal. Und vielleicht auch nicht nur auf diesem Kanal. You never know. Also in erster Linie geht es ja hier um zukünftige Games, die ich hier auf diesem Kanal verewigen möchte. Vielleicht auch natürlich Games, die ich noch nicht gespielt habe. Ne? Also Farm Life habe ich ja definitiv in der Kindheit schon gespielt, deswegen ist es auch mit dem Tag Nostalgie versehen. Damit man ganz eindeutig merkt, das ist definitiv Core Blind Let's Play. Ja, das kann man alles in meiner Projektübersicht nachschauen. Die ist natürlich immer in der Videobeschreibung verlinkt und das findet ihr natürlich auch in meinem Linktree. Ja, und ich merke halt einfach,
ich möchte nur so krass viel machen. Jetzt ist es aber leider so, dass viele Sachen, zum Beispiel Hack-Projekte sind, also Fangames. Und da habe ich mir selber die Policy im Prinzip gegeben, dass ich nur Mods von einem Game zock, die ich schon selber auf diesem Kanal gespielt habe. Naja, was soll man dazu sagen? So richtig aktiv bin ich ja erst seit Mitte 2024. Und also seit, naja, seit Juli 2024. Und dementsprechend ist so nicht so viel Käme auf meinem Kanal. Was umso beschissener ist eigentlich, weil mir geht es zeitlich einfach nicht aus. Oder es ist viel zu anstrengend. Es ist viel zu viel andere Scheiße eigentlich los, dass ich nicht mehr als 3 Videos pro Woche machen konnte. Das war ja vor allem über die Feiertage ja auch mega schwierig. Deswegen habe ich es ja doch nicht schaffen können. Genau. Und ich denke mal einfach, es sind viel zu viele Projekte, die ich noch vorhabe, die einfach mit den 3 Slots in der Woche einfach nicht schaffen kann. Gleichzeitig wollte ich ja auch schon lange Pokémon Ranger Finsternis über allem ja Stream wieder reinspulen, weil da habe ich ja ein bisschen ein Problem gehabt mit einem Save State, den ich aus Versehen geladen habe und nicht rückgängig machen können habe. Wird mir nie wieder passieren. Zumindest passe ich jetzt mehr auf. Ich weiß nicht mehr, warum ich überhaupt einen Save State gehabt habe. Das ist ja das nächste. Ja, eigentlich denke ich mir so, ich hätte so Bock auf, ja, schon Daily Videos, dass eben so 2 Projekte immer gleichzeitig laufen, so wie jetzt halt auch, nur eben abwechselnd und dann am Wochenende dafür, also Samstag und Sonntag, von jedem Projekt One Part. Das war so geil. Weil so kommt erstens ich voran und zweitens ihr müsst nicht so lange auf die ganzen Parts warten. Was ja eigentlich ein Win-Win ist, nur habe ich nicht die Zeit. Ja, zumindest schaut es momentan wirklich sehr, sehr schlecht aus. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, wie ich das momentan schaffen würde. Ja, aber vielleicht groovt sich das Ganze noch mal ein bisschen, Aber ich habe definitiv vor, irgendwann mehr Videos als 3 pro Woche zu machen. Ich weiß, es ist jetzt schon schwierig, aber ich möchte mehr. Ich will mehr, unbedingt. Ach Mann. Und dann ist das wieder das Allergeilste, wenn ich dann in die Kommentare schaue und dann so viel Lob krieg. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht an dem Ganzen. Wenn ich wirklich Feedback krieg und Kommentare lesen kann von euch da draußen. Die random Leute, die das Ganze hier anschauen. Und das macht's für mich halt immer wieder richtig geil. Ja, ich meine, ich schaue zwar immer wieder gerne in die Statistiken auf, wie sind so die Aufrufe, wie ist die Watchtime und was weiß ich. Aber es ist mir alles gar nicht primär so wichtig. Wenn ich nämlich dann einen Kommentar krieg, in dem drin steht, wie geil das Projekt ist, dann, Alter, was Besseres gibt's nicht. Oh lol, im ganzen Labern habe ich jetzt komplett vergessen. Wir müssen ja hier noch die Tiere umhätten. Für den Jahrmarkt, für den morgigen, dürfen wir natürlich kein einziges Tier vergessen anzumelden. Vor allem nicht Schaf und Ziege. Ja, aber wegen denen machen wir ja noch diesen ganzen Kladderadatsch. So, wie schaut's aus? 5 von 7? Also jetzt mal bitte, aber reiß dich verdammt nochmal am Riemen. Was ist denn los mit dir? 5 von 7? Jetzt hackt's aber, Mann. Den ganzen Sommer lang reiße ich dir die Wolle vom Leib. Und das ist der Dank dafür? 6 von 7, ja, immerhin, aber ob das genügt für das blaue Band? Ich weiß ja nicht. Weißt du, weil ich muss mir das nicht antun. Ich kann hier einfach wieder rübergehen zu meinen Feldern, ne? Na, cool, eigentlich nicht.
Oh lol. Und morgen ist sogar fetter Erntetag. Oh yeah. Und mein Nosen juckt. Uiuiui. Oh oh. Ist gut. Danke. Danke. Okay. Feldpflege abgehakt. So. Wir starten dann direkt in den Jahrmarkt rein. Oh. Boah, das war ja mein Brain AFK. Ach du Scheiße. Ich merke aber momentan, dass ich Matsch in der Birne bin. Wie war's mit erst bei Pennen? Der Jahrmarkt ist erst morgen. Alter. Und erstmal abspeichern. Man weiß nie. Man weiß nie, wann der nächste Bug heimsucht in diesem Game. Aber nun muss ich sagen, sind die Zäune noch nicht verpackt. Da habe ich schon ganz andere Tage gehabt. Okay. Also, jetzt gib's mir richtig, Mann. War am geilsten, wenn wir natürlich alle nur die letzten Rangereien hier kannten. Aber wir haben nur einige Trophäen, die wir nur kriegen müssen. Auf jeden Fall erst bei Fett XP absahen. Okay. Das war klar. Das war auch klar. Das war auch klar. Und jetzt kommen die schlechten. Okay. Okay. Wunderbar. Wir verkaufern sämtliches Vieh bis auf das Schaf. Du machst jetzt Überstunden, du Drecksvieh, wirklich. Der war's voll dir, ey. So. Wir pointen nix. Aber Baumwolle ist sowieso teuer geworden. Dann nehmen wir doch einfach Schafwolle. Ich sehe hier ein Business, Leute. Ein Business. So. Kuh. Adieu. Wir haben dich schön hochgezüchtet. Aber mit Mühe und Not. Und es hat sich absolut nicht gelohnt. Genauso wie dich. Du Unglückshuhn. Obwohl nichts gegen das Huhn. Das ist so schnell gut geworden, sagen wir mal so. Die Kuh ja eigentlich auch. Und ich sag's euch, wie es ist. Wir scheißen so derartig auf diese Bar-Zusatz-XP. Weil so weit entfernt konnte dieser letzte Rang ja wohl auch nicht sein, oder? Nur dazu haben wir einige Achievements noch offen, die ja dick Punkte bringen. Ich meine, allein schon mal die Herbstausgabe muss 500 Punkte bringen. Und dadurch, dass wir dann alle 4 Jahreszeiten haben, sollten wir auch nochmal einen Haufen Punkte kriegen. Vielleicht auch nochmal 500. Und dann haben wir nur 4 andere Achievements. So. Jetzt müssen wir uns nur noch um ein Schaf kümmern. Pro Tag. Das ist ja schon mal eine super Sache. Aber erst einmal dürfen wir natürlich nicht den großen Erntetag verpassen, weil das wäre wirklich verspieltes Geld und verschenkt. Boah, das wäre wieder so fettes Geld, Mann. Geil. So, und wie war das? Ich wollte jetzt nochmal nachschauen, wann der Salat schlecht bzw. gut wächst. Erstmal nur hier ein bisschen mit dem Mähdrescher fahren. Das ist ja natürlich eine super Sache. Macht Spaß. Da kommt Freude auf. Das ist Arbeit, die man im Sommer doch gern macht, oder? Ich habe actually keine Ahnung. Fährst du etwa zu Hause einen Mähdrescher? Arbeitest du für ein Unternehmen mit Mähdrescher? Ich bin interessiert. Schreib's mir gern in die Kommentare. Aber jetzt ohne Scheiß, ist das so eine Sache, die man gern macht im Sommer? Mähdrescher fahren? Weil ich kann es mir mal gut vorstellen. Ehrlich gesagt. So, jetzt schauen wir mal. Wait. Was ist jetzt im Frühling? Wächst der gut oder schlecht? Karotten im Herbst wachsen gut normalerweise. Dann wächst der Salat im Frühling gut, oder? Ey, ich frag gleich nochmal im Fachgeschäft noch. Im Fachgeschäft meines Vertrauens. Und auch ihres Vertrauens. Hier eine Broschüre. Und 450.000 Dollar haben wir erreicht. Das lässt sich doch sehr senken. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker Geld. Davon backe ich mir ein Brot. Lecker Schmecker Tee eingegossen. In diesem Sinne. Wohl bekomm's. Angenehm.
Oh, Primetime ist es übrigens gerade. Ich schaue auf die Uhr, 20:15 Uhr. Das heißt hier nur wunderbar Gutes, oder? Und auch nach dem Säen schaut unser Vermögen nicht signifikant weniger aus. So, das ist schon mal sehr gut gelaufen. Und somit starten wir in den Herbst. In Jahr 2. Wow. Wir gehen erstmal zum Schaf. Und reißen ihr die Wolle runter. So. So, wir maten die instant einfach, dass nichts passiert. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich das immer auf dem letzten Drücker gemacht habe. Keine Ahnung. Gott sei Dank ist auf dem Fädel fast nichts los. Das machen wir per Hand. Ganz klassisch, so wie man es kennt. So wie man es halt einfach macht, wenn man niemanden hat, der es für einen macht. In diesem Sinne, ich bin echt durch mit dem Leben. Ach du Scheiße, ey. Das war's schon wieder mit diesem Tag. Und ganz ehrlich, das war's auch mit dieser Folge. Es hat mich wieder gefreut. Oh mein Gott, ich Vollidiot. Nein. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich war viel zu voreilig und hab vergessen. Oh nein. Ich hab vergessen, die ganzen Flatrates zu buchen. Ach, Scheißendreck. Oh ne, Ackerland-Säuberung. Nein. Ich hoffe, das hat jetzt keine Auswirkung gehabt auf den Fotografen, dass meine Gebäude irgendwie mal nicht so schön waren. Weil so schnell konnte es eigentlich fast nicht gehen. Ah, Dreck, Alter. Jetzt müssen wir sogar beim Schaf ausmisten. Ach, Mann. Ich dachte, diese Tage wären gezählt. Scheinbar wurde ich eines Besseren belehrt. Mist. Ah, scheiße. So, gut, jetzt haben wir auch wieder alles. 4 Läden muss man für sowas abklappern. Wenn die Tiere weg sind, sind es nur 2. So. Ja, scheiße, dann muss ich den Dog jetzt auch noch machen. Ah. So, also scharf. Ah, wunderschöner Fladen, den du da gelegt hast. Danke dir, den werde ich gleich mit Wohlgenuss wegspachteln. Gut. Ja, auf dass du mir ja sauber bleibst. Ja, kann die Drogen. Ja, das ist klar. Ah, scheiße. Da schaut ja wieder Vogelwild aus. Jetzt gehen wir erstmal aufs Fädel raus. Ach stimmt, warte mal. Ich hab doch am Anfang des Let's Plays festgestellt, dass die Säuberung nicht, so wie ich eigentlich anfangs gedacht habe, das Zeug aufheut zu wachsen, also die Grasbüschel wachsen und die Storne irgendwie auftauchen, keine Ahnung, was die machen, sondern die werden direkt entfernt. Also alles, was jetzt schon da ist, wird entfernt. Bis auf eben Bäume, Baumstümpfe und die fetten Storner. Aber immer nur dieses Glorzeug. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Das ist gut weiter, das Klump. Da hätten wir es aber jetzt mit diesem Dog. Leute, danke fürs Zuschauen. Gern Feedback zu allen möglichen Games. Ich bin hier komplett offen. Dann findet ihr die nächste Folge in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Psiu, psiu, psiu.